Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise hat gewiesen, wie wichtig es ist, in Zukunft verstärkt auf Forschung zu setzen. Wenn an der Welt von morgen Big Player sind, die muss auf Innovation setzen und Gesetze machen, die das doch favorisieren. Die Uni Lützeburg ist ein gutes Beispiel und anhand von dem ich gesagt habe, dass Forschung und Politik durchaus gut zusammen funktionieren können. Die Uni war und ist während der Corona-Krise in zuverlässigen und unverzichtbaren Partner gewirrscht. Wenn Chamber dann noch nach die jeweiligen Studien immer mal Zeit gesehen hat, vielleicht sogar nach einen besseren. Nimmen mit innovativer Recherche an den nötigen finanziellen Mitteln, die man Universitäten, Institute und Entreprisen zur Verfügung stellen, können wir in Zukunft eine Krise wie die von Covid-19 evitieren. Wir Piraten begrüßen dieses Projekt de loi, der vorgesehen Entreprisen, die an der Lutte gegen die Covid-19 investieren, finanziell zu unterstützen. Das hilft kann bis zu 100% erreichen. Wir sollten allerdings auch bedenken, dass global verschiedene Entreprisen Probleme haben, für liquid zu bleiben. Dafür wäre es wichtig gewesen, die selektionierten Entreprisen da konnten direkt auszubezahlen, für das sie auch wirklich Möglichkeit haben, direkt durchzuforschen. Auch sollten wir bedenken, dass verschiedene Forschungsprojekte lange Zeit brauchen. Und dass den zeitlichen Kader, den lo gesagt wird, eventuell ein Kehr ausgedehnt gehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Perennität vom Reglement Grand Ducal, den à la base von diesem Projekt steht, zu assurieren, müssen wir gemeinsam hinter diesem Projekt stehen. Wir können es nicht erlauben, dass Firmen, die an die Leute gegen den Coronavirus investieren, auf finanzielle Schwierigkeiten kommen. Wir müssen Forschung auf diesem Gebiet aktiv encouragieren. Dafür begrüßen wir das Telefon, so hoch gesagt sind, dass die Regierung bereit ist, sich den Kampf gegen den Virus etwas kosten zu lassen. Kit, dass dieses Projekt Loi bei einer Kommunikation von der Europäischen Kommission fußt, also doch von unserem Land aus ein positives Signal, was man nach außen ausstrahlen. Das ist ein Statement auch für die Zukunft. Wir, Lützeburg, wir, Europa, sind endlich bereit, Forschung als eine juste Valeur anzuerkennen und daran zu investieren. Ah ja, auch wenn nicht alle Forschungsprojekte von einem Succeswert gekränkt sind, es ist nun mal Forschung. Und da kann ich noch mal herausfinden, dass die Piste, die verfolgt wird, nicht funktioniert. Können wir uns sicher sein, dass die Recherche nie verneigt ist. Weil auch herauszufinden, dass eine Piste nicht funktioniert, heißt, dass der Nächste nicht nach einmal die Fehler muss begehen. Seht ihr so schön? Wir können just so weit gesehen, weil wir auf der Schellere von Giganten stehen. Aber genau das ist an der Forschung der Fall. All Resultat baut auf die Resultate von denen, die für Druck kommen sind, ab. Und dementsprechend ist Recherche nie verneigt. Herr Präsident, ich will aber auch von der Gelegenheit heute noch profitieren, für am Namen von den Piraten einen Appell zu lancieren in die Regierung. Wir müssen in Zukunft von all verdenkten Euro einen ganzen Teil direkt an die Forschung fließen lassen. Das nicht nur im Niveau von der Forschung gegen die Covid-19, aber später auch auf andere Gebiete. Wir müssen innovativ bleiben. Wir müssen selbstverständlich an naturwissenschaftliche Recherche investieren. Ich meine aber auch einen Appell für die humanwissenschaftliche Recherche nicht zu vergessen. Weil wir brauchen als Europa und auch als Lützeburg eine starke Idee, einen starken Soft Power, ein starkes humanwissenschaftliches Fundament, für das wir auch weiterhin heim durch die Welt können brillieren und als Matthias Gries können Antwort stellen. Das gesagt, stimmen wir dieses Projekt heute mit. Es soll nicht schwer sein. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat Wort, der Wirtschaftsminister Franz Fayo.